Yves trug einen Morgenmantel auf Satin, darunter ein Sweatshirt und Unterhosen. Als Agnes es merkte, wandte sie den Kopf ab, wie sie es bei brutalen Szenen im Fernsehen tat. Der Arzt hat mir Milchprodukte verboten, wegen dem Cholesterin. Ich habe heute Nachmittag einen Kuchen gebacken. Davon werden Sie doch ein Stückchen probieren. Ja, da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Es roch noch nach Butter in Agnes Küche. Auf dem Tisch stand auf dem Backbrot der noch unberührte Kuchen, noch immer in der Form. Agnes holte ein langes Messer heraus und schnitt ein Stück ab. Alkaci und Lilli begannen, sich um den Tisch herum nachzujagen. Von Zeit zu Zeit legte sich Lilli auf den Rücken und streckte die Beine aus wie ein Zirkelschaf. Alkaci näherte sich ihr, versetzte ihr einen spielerischen Hieb mit der Pfote, beschnupperte sie, maunzte. Sind Sie sicher, dass Sie nicht doch einen dekorieren möchten? Ich mache Ihnen einen mit wenig Milch und viel Wasser. Nein, wirklich nicht. Wenn ich vielleicht, und als er lachte, bemerkte Agnes, dass einer seiner Zähne wackelte. Wenn ich vielleicht, wiederholte er, wohl wissend, dass sein Ansinnen verwegend war. Agnes schob ihm ihr Glas hinüber und sah den Mann an. Der stieß den Kuchen 2-, 3-mal bis auf den Boden und ließ auf der Milch schwimmende Krümel zurück. Alkaci sprang auf Lilli und das Weibchen nahm die Gestalt eines Teppichs an. Es ist Zeit zu gehen. Yves versetzte dem Kater einen leichten Tritt gegen den Oberschenkel. Frau Duhalde, Ihr Kuchen war köstlich. Mit Lilli auf dem Arm begleitete Agnes den Mann und seinen Kater zur Tür.